Motto vom Kongress heescht: Et geht durch. Jo, et geht durch. Et geht durch mit dem hasardöse Crashkurs von der Regierung, mit der permanenten Pervertierung vom Rechtsstaat, mit dem sinnlosen quantitativen Wachstum auf Kosten von dieser Lebensqualität, mit der unverschämten Selbstbedienungsmentalität von den großen Parteien, mit der staatlichen Geldverschwendung, mit der Gängelung von diesen mittelständischen Betrieben, von diesen Bauern- und Winzerbetrieben durch staatliche Bürokratie, mit dem vielfältigen sozialen Aufbau und mit dem Ausverkauf von dieser Identität an Eigenständigkeit. Der DR soll mehr wie je Stimme von denen sein, die sich von der Regierungspolitik benötigt und an den Neck gedrückt fühlen. Aber wenn wir die Situation von diesem Land gucken, dann ist konträrement zu dem, was vielleicht draußen bei uns noch die Impression ist, als weit nicht so gut wie das vielleicht noch draußen schenkt, und muss ihn groß suchen, die Zukunft in diesem Land tun. Ich wollte ein paar Punkte just streifen, für nicht zu viel lang zu sehen, wenn wir ein demokratisches System nicht lupholen, und müssen sich vorstellen, geht es dann nach einem ausgeglachten Spiel hier am Land von den demokratischen Kräften, wie das überall am Ausland der Fall ist, dann muss ich ganz klar sagen, nein, das ist Dominanz von einer einzigen Partei, die sich immer mehr breit mischt, wo das Freispiel von den Ideen, von den Ideologien auf Hunger nicht mehr zum Drohen kommt. An dem Kontext muss ich noch bedauern, aber wir sagen das ganz offen, ohne irgendwelche Gehässigkeit, dass die Lützeburger Kirche parteipolitisch nicht neutral ist, wie sich hauptsächlich als eine Werbeagentur von der CSV versteht. Chamber als Kontrollorgan von der Regierung funktioniert an der Funktion praktisch nicht mehr. Die Majorität versteht sich schon lange als Supporterverein von der Regierung, was ganz deutlich ging an der kürzlichen blamable Affäre von Minister Schmidt. Ein Échec scolaire als die größte Bedrohung für die Zukunft von diesem Land. Der Chômage an einem Land, wo bald 150.000 Leute aus der Grenzregion noch plötzlich schaffen kommen, viel zu hoch, an gesagt, dass es sich nicht, praktisch nicht besser, eher noch schlimmer geht, ist Familien immer mehr an den Labyrinten durch exorbitant hohe Preise von Bauland, auch von den Wohnungen oder von den Mieten. Eine hohe Immigration, die die Integrationskapazität von diesem Land überfordert, eine hohe Immigration, die auch unser Schulsystem überfordert, und mit Ursache ist, dass wir so miserabel sind. Das feiert dort längst, besonders durch den Échec scolaire von den Immigrantenkannern zu einer Spaltung von der Lützeburger Gesellschaft, aber bringt letzten Endes auch diese Identität und diese Integrität in Gefahr. Wo steuert dieses Land hin? Nicht mehr weiter so, après nous le déluge. Der Staatsminister hat beim Etat de la Nation vom 10. Mai 2000 gesagt, ich zitiere ihn, der stramme Wachstum, den das alles zur Folge hat, generiert so just Steuergelder genug, für seine eigenen Konsequenzen finanzieren zu können. Wir wissen heute, dass es lange nicht durchgeht, dass man Infrastrukturen, Straßenbau, Schienen, Schulen und so weiter nicht mehr nachkommen. Dass das Land immer mehr zubetoniert wird, dass trotzdem viele junge Leute müssen über die Grenze gehen, dass viele Lützeburger sich an ihrem eigenen Land nicht mehr wohlfühlen, dass das wichtigste Element von dieser nationalen Identität ist, Spruch riskiert, in der Träder zu geraten. Die Freundinnen und Freunde riskieren, über ein paar Jahre zur Minorität an diesem eigenen Land zu gehen. Die Leute am Land sollen wissen, dass sie sich an der Problematik, ob es Partei, ob der DR verlassen können. Auf dem Fundament wollen wir weiter aufbauen, weiter bauen, an die Partei zu neuen erfolgreichen feiern. In dem Sinn wünsche ich dem Kongress einen schönen Verlauf. Ich so nicht mehr. Vielmals merci, Herr Präsident.
Den Punkt, den ich will am Aktivitätsrapport herausgreifen, dem immensem Herz leiht als Memberschaft an der Assoziation von den europäischen Konservativen an Reformparteien. Mir hun dat ugestrieft, net weil man irgendwei wollten internationalen Parkett macht matmerschen an als irgendwei do en gin, wie wenn man wirklich eng Assoziation von tun, die zu Eis passt an zu der mir passen. Wir hun exakt dieselbecht politisch Grundwerte an wir verfolgen absolut dieselbecht politisch Ziele. Bei den Grundwerte, die man delen mit der ICR, ist dann auch das Großgewicht, das man lehnt, ob die persönlichen Freiheiten. Und darüber, und das ist eben der Punkt, auf den ich zurückkomme, dass Familie der Grundstein ist von unserer Gesellschaft. Alles das, wie ich zu sagen, alle Dippen finden sein Deckelchen. Und dafür bin ich extrem froh, dass wir an die dortigen Assoziation kommen sind. Das Asylrecht in Leifren ist eine der wichtigsten Sachen, die es gibt. Sie hat an den Jahrhunderten erlebt, immer Leute, die an ihrem eigenen Land verfolgt sind, wenn es ihrem Glauben, wenn es ihre politischen Aussichten, wenn es ihre Rasse, wenn es der Meinung, die sie vertreten haben, die da verfolgt sind, für an ein anderes Land zu gehen und da können Asyl zu fragen. Aber gerade weil das Asylrecht so ein Grundpfeiler ist, muss man unbedingt Akzeptanz von der Bevölkerung für Asyl behalten, aber wir müssen den Missbrauch ein Ende machen. Was wir im Moment zu Lützburg erleben, mit einem Zufluss von aktuell rund 60 serbische Flüchtlinge pro Woche, das ist aber nicht mehr Asyltourismus, wie Herr Valerius gesagt hat, wo er möchte, den Zustand, das für Bollendorf, das ist ein Asylmissbrauchstourismus. Dass die jetzt an dieser Situation, und ich zitiere, die Leute haben Urrecht auf Asyl. Und ich sage, nein, sie haben kein Urrecht auf Asyl. Und zwar weder juristisch noch moralisch. Für das ich kann an einem Land Asyl fragen, gibt es zwei Grundbedingungen. Das Dubliner Verordnung, wo ja eine europäische Politik kommune d'Asyl. Und ich zitiere nur die zwei Bedingungen, und zwar von der Internetseite von Amnesty International. Ein Antrag ist nur zulässig, wenn der Asylbewerber zuvor keinen anderen EU-Staat betreten hat. Des Weiteren darf der Asylbewerber nicht über einen sicheren Drittstaat nach Luxemburg gereist sein. Ich muss dabei sagen, dass auch Serbien einen sicheren Drittstaat misst, und dass als Regierung der Visasfreiheit für serbische Staatsbürger zugestimmt wird, ohne Serbien ob Lösch abzuholen von den sicheren Drittstaaten, also nicht eng von denen üblichen Partnern, mit denen wir zu dienen haben. Loget da von der Regierung gesagt, wir machen nur alles für schnelle Prozeduren anzufeiern. Das ist etwas, was wir als RDR seit Jahren fordern. Schnellprozeduren, auch aus Respekt für den Asylbewerber. Da muss ich nach einer persönlichen Bedrohungssituation durchstellen. Ich bin an dem Land verfolgt, weil ich zum Beispiel Roma bin. Das ist aber nicht der Fall. Der Konträr ist der Fall. Serbien betreibt eine ganz aktive Politik für die Integration von den Roma. Es gibt Millionen Projekte durchgestartet, für die Roma an die normale Gesellschaft, die normale Lebensaufleben zu integrieren. Ja, es gibt Misere in Serbien. Und ich meine, da ist etwas, was am Spruchgebrauch hier am Land einfach schief läuft. Wir verwechseln immer Wirtschaftsflüchtlinge, Leute, die Mengen in einem anderen Land geben, dann eventuell besser gehen, an Asylanten. Komm, wir trennen das klipp und klar. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo es Misere gibt. Und übrigens Länder, die zusätzlich auf der Liste von den sicheren Drittstaaten stehen. Die Asylprozedur ist nicht da für Leute aus der Misere zu helfen. Dafür haben wir Entwicklungshilfe, dafür haben wir eine kontrollierte Zuwanderung, dafür haben wir nicht eine Asylprozedur. Apropos, in Serbien leben 6,5% von den Leuten unter dem Seuil der Pauvreté. Zu Lützeburg sind das 14%. Wir sprechen von Leuten, die das Land müssen verlassen, die können nicht, weil sie verfolgt gehen, weil sie an ihrem eigenen Land Wundersten nicht mehr können leisten. Und das ist leider Gottes der Fall von 10.000 von unseren Lützeburger Mitbürger, die an die Diaspora getrieben gehen, an Frankreich, an Belgien, an Deutschland. Die kriegen von unserer Regierung nicht geholfen. Die müssen gehen, weil die Wohnungsbaupolitik versucht wird, und es hilft auch nicht, dass Herr Juncker schon 4 Jahren, während 2003, wenn ich mich gut erinnern kann,
gesot huet, dat wir se gréste perschen Echeck. Et huet sich nach immer neich geändert, das nach immer net besser gin. Sogur an der Krise hu man nach immer net genug erschwinglichten Wohnraum ha am Land fir die Lützeburger Familie. Die kree keng gratis Ënnerkunft an engem 5 Sterneurteil vun eiser Regierung. Die kreen ganz einfach e Haus dabei. Mit das den ensche Punkt von Familien und das dann den dritte Punkt, auf den ich wollte agoen, ha am Land extrem vernachlässigt behandelt. Kehrzell von eiser Gesellschaft as de Christen an eiser Regierung nicht mehr ganz viel wert. Wie oft haben wir darauf hingewiesen als Partei, dass eine Familie sollte freie Schwachen, ob sie will hun, dass die zwei an der Berufstätigkeit sind, ob sie will hun, dass soll Kant an ein Kräsch gehen, an vu frieme Leiiter zurückgëtt oder ob och der von de Partner daheim bleiben, sich selber um den Zeiung kümmern, ob dat Mammen oder Pappe sind. Wie oft haben wir das gefordert, aber das an dem Bereich geschieht absolut nicht. Das nicht mal Checks her wissen, wo die Familien geholfen was. Aber es geht nicht nur um materielle Werte. Es geht auch um einen Verlust vom Respekt vom Staat für die Familien. An allgemein in unserer Gesellschaft ein Verlust vom Respekt für Leben. Unsere Gesellschaft wird vermittelt, dass es normal wird oder zumindest akzeptabel wird. Dass Leute aufgeschoben gehen an Heimat, dass wenn sie krank sind, so Gebärde werden, sich euthanasieren zu lassen. Und das kann aufgedrückt gehen. Für mich ist das ein an das ändert. Weder normal, noch akzeptabel. Und ich fand, wir sollten uns als Partei nicht verstärkt ersetzen, für zu einer Kultur vom Respekt für Leben zu kommen. Wir sind der Meinung, dass die aktuelle Avortementsregelung völlig durchgeht. Sie ist keine Fristenlesung, sie ist eine Indikationslesung. Vorrecht ist, Avortement wird durchgestellt, haut es das als Verhütung. Das ist der Punkt. Es geht nicht mehr um ein Avortement, es geht um eine Verhütung. Wir präparieren Gemengewahlen. Wir haben fantastische Löschte, besonders hier am Süden, die ganz, ganz stark sind. Aber wir machen auch ein ganz gut Löscht an der Stadt Lützeburg, wo ihr wisst, dass sowohl den Fernand wie ich selber mitmachen, weil es darum geht, nicht nur darum geht, den RDR-Sitz am Gemengerat zu halten, den de Jacques Henkes über Jahren und Jahrzehnten magistral besagt wird, wo magistral bewiesen wird, wie wichtig das ist, dass auch eine Oppositionsstimme auch an einem Gemengerat zu hören ist. Aber auch für allem, für einen lokalen, regionalen, nationalen Supergau zu verhindern, nämlich den Tram. Wenn der Tram an der Stadt Lützeburg gebaut wird, ist das für die Stadt Lützeburg eine Katastrophe, mit das auch für die Großregionen eine Katastrophe, und das wird ganz Land eine Katastrophe. Dafür als Schlusssatz, ich hoffe, dass wir am Oktober Gemengewahlen benutzen, auch als Referendum gegen den Tram agrat an der Stadt Lützeburg massiv als Partei stärken. Ist so nicht mehr so. Wie als den Herr Poirier von der Uni Lützeburg als eine Analyse von der Wahlen 2009 bestätigt wird, dass die Partei nur den größten Anteil von den Jungen bei unseren Wählern gehabt. Das wird uns als Juristen bestrecht, aber beweist, dass wir lange nicht mehr die Kokvident-Partei sind, wie als eine Lützeburger Zeitung das noch sieht. Das bedeutet aber auch, dass man mehr Akzente auf eine nachhaltige Politik am Sinn von der Jugend legen muss. Ich habe mich mit meinen Kollegen aus Adrenalin an den letzten Versammlungen zusammen gesagt und Themen gesehen, die uns Jugend besonders im Herzen leiden. Ein Thema, das immer im nächsten Abkommen ist, das ist eine nachhaltige Energiepolitik. Dafür sagen wir Nein zum Atomstrom und Ja zu alternativen und erneuerbaren Energien. Das Teil ist genau 25,70 Kilometer vom Nosten von den 4 Reaktoren zu Kettenhofen entfernt. Wir wären dem nur also an der berühmten 30 Kilometer zu. Und im Fall von einer Evakuierung, wo geht dann das ganze Lützeburger Volk hin? Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus nuklearer Sicht ist kein Land aus seiner Gesamtheit so bedroht wie Lützeburg. Und das ohne mal einen einzigen Kernreaktor zu haben. Das hört sich nur alles nur Pessimismus an, aber es soll in den Stadtführern anhalten, was alles am schlimmsten Fall passieren kann. Wir verlangen von unserer Regierung ein klares Bekenntnis gegen die Atomenergie und dass sie sich zu Breslau dafür einsetzen, dass die EU von Atomstrom lassen könnte. Als Mannpartei der DDR
Werd auch in diesem Zusammenhang am Kader von der Rätselage von der Nation nächste Woche eine Motion erreichen. Ich erzähle eine Stufe in der Rappes über den zweiten Dossier von Adrenalin, den wir an dem nächsten Jahr behandelt tun, das das sogenannte ACTA-Aufkommen ist. Wie bekannt gouf das ursprüngliche Ziel, nämlich Standdämmung von der Produktpiraterie an den Handel damit, erweitert auf Privatkopieren von geistischem Material. Schiedverreden von Eis kann nur ganz seltsam Straftäter gehen, an dem sind zum Beispiel ein Video für seine letzte Vakanz und da löscht man ein Lied für seine Lieblingsgruppe auf YouTube uploadet. Die Risiken, die das Aufkommen für all einzelne Mathe sprengen können, werden wir als Adrenalin in den nächsten Wochen noch weiter thematisieren. Das Adrenalin lehnt Aufkommens als Ganzes auf, und wir fordern Plitzebauer EU-Deputiert sowie als Kollegen von den europäischen konservativen Reformisten op, sich klar dagegen auszuschwätzen. Zum Schluss will ich aber noch etwas zu den Gemengewahlen sagen, die an einem halben Jahr stehen. Ich rufe einmal der Schiedfrieden dazu ab, ob jung oder alt, ob Lützeburg oder Ausland Schmattbürger aktiv und interessiert und die Wahlen, bei den Wahlen mitzumachen. Nämlich so können wir etwas bewegen. Auch die Members aus der Adrenalin wollen bei den Gemengewahlen an Kurs mitgehen. Dafür bin ich euch unterstützt, und gibt der Jugend eine Chance, Alternativen und Reformen an Diskussion zu bringen und so aktiv etwas bewegt zu kriegen. Das ist so ein Schimmus. Merci. No de Wirder vom Parteipräsidenten Robin Mehlen, dem Generalsekretär dem Moi Reding, am Präsident von der Adrenalin, dem Andy Mair, will ich der Möglichkeit zu 3 anderen aktuellen politischen Themen Stellung beziehen. Den einen als Staatsfinanzen, an 2 sozialpolitische Themen, Renten an den Index. Was Staatsfinanzen belangt, liefern, da brauchen wir als ADR keinen Vorwurf zu machen, weil wir waren die einzige Partei, die führende Wahlen von 2009 völlig gesucht hat. Der Finanzminister Luc Frieden hat am Dezember 2008 für das Jahr 2009, also das Wahljahr, ein Budget präsentiert, an dem gesagt hat, den ist am Equilibre. Ob schon alle Menschen, die nicht wussten, die an der Finanzkommission von der Chambre waren, wussten, dass das Budget defizitär war. Aber wenn man die Kontenquote von 2009, das Budget hat rund mit enger Milliarden Defizit aufgeschlossen. Wir waren einfach ehrlich, wir haben das gesagt, was alle Politiker aus allen Parteien wussten. Es ist für sich in der Wähler für die Wahlen zu sagen, Lützeburg hat keine finanziellen Probleme. Lützeburg hat für die Wahlen Reserve geschafft, gibt darüber. Auf für die Wahlen sind nur noch nach Kado verteilt gehen. Es sind Steuerlichtungen, die mitgehen, Checkservice sind angefeiert gehen, und Gehälter für den Enseignants sind erreicht gehen. Das ist also ein Eindruck vermittelt gehen, wie wenn eine weltweite Krise für mit Dank der CSV für die Krise halt zu Lützeburg spurlos leicht gegangen. Das war die größte Ligen, die größte Wahlligen, die jemals eine Partei zu Lützeburg gemäht hat. Es muss am Nachhinein so leider mit der vollen Leid sind drauf gefallen und sind wieder von der CSV gegriffen. Ich meine, heute an der Zwischenzeit sind die Leute alle getan abgegangen. Und die Letzte müssen mittlerweile feststellen, dass man noch nie für so von der LSAP an CSV führende Wahlen belohnt sind. Wo sind der CSV die Reserven durchgewirkt? Letztes Jahr hat der Lützeburger Staatsminister enorm abholen von 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro, das sind 80 Milliarden aller Franken. An der Vergangenheit von 2004 hat der Lützeburger Staat auch schon Emprunt abgeholt, aber Emprunt an der Höchste von 200 auf 400 Millionen. Mit 2009 hat er ein Emprunt abholen von 2 Milliarden. Wann die Reserven durchgewirkt wären, von CSV gesucht hat für die Wahlen, dann hätte sie nicht recht, ein paar Monate nach den Wahlen 2 Milliarden lehnen zu gehen. Wir müssen wissen, wann der Jean-Claude Juncker und der Luc Frieden sagen, wir müssen mit den Schulden losmachen, für die kommende Generation nicht zu belasten. Dann lehnen sie eine Weiterkehr. Alle Schulden, die der Staat von 2004 abgeholt hat, und auch die 2 Milliarden, die wir letztes Jahr abgeholt haben, bezahlt der Staat nicht mehr Zinsen zurück.
kein Euro Kapital. Wenn das keine Belastung, kein Zeitbomb ist für die kommenden Generationen, da freue ich mich, was hier im Land nach ein Zeitbomb und eine Belastung für die kommenden Generationen ist. All Mensch, all Betrieb, der Schuld abhält, der bezieht nicht nur den Zinsen zurück, aber der bezieht auch all Monat und all Jahr sein Kapital zurück. Und das möchte der Lützeburger Staat nicht. Heute Luc Friede für das Jahr 2010 ein Budget präsentiert, den 2,3 Milliarden Defizit soll tun, für sich dummerden selber Argumente zu liefern, wir können am Kader von der Tripartit Sozialaufbau zu Lützeburg zu betreiben. Aber die Rechnung ist nicht ganz abgegangen. Das ist zwar schon ein guter Teil abgegangen, mit dank der Opposition, als das, was der Luc Frieden und CSV Willen sagten, alles von Steuererhebungen und sozialen Aufbauen zu betreiben, nicht durchgegangen, weil sie selbst den Trick schon 2006 probiert und an dem uns heute geklickt. Aber wie gesagt, ein guter Irsel steht sich dem Einkehr. Politik ist etwas Gelungenes, aber wenn ihr für alle meist Regierung guckt, und guckt den zum Beispiel ein Tageblatt vom 30. März, wo groß auf der ersten Seite steht 990 Millionen mehr als Friedenbudget 2010. War es Absicht, ist das Inkompetenz. Die Damen und Herren, wir erstellen dem Luc Frieden keine Inkompetenz. Und als nicht Inkompetenz, der Luc Frieden, weil er hat fertig gebracht, dass den Sozialisten das Budget 2010 matt gestimmt hat. Der Luc Frieden ist nicht inkompetent, weil er hat sogar fertig gebracht, dass kein besser Manneren wie der sozialistischen Genossen, ihre Parteipräsident Alex Podry, der Rapporteur von dem Budget war, den der Chambre dem Land präsentiert hat, und er gesagt hat, dass für das Budget, dem ist unbedingt gestimmt gehen, dass für das Budget das Land die aus der Krise fehlen und das Land braucht. Sie sind also verteidigt gestimmt, und lo einmal zum Schluss so, weil eben noch mehr Geld rankommt, wie gesagt hat, es wird den Frieden sein Budget. CSV und der LASAP haben an den 2 letzten Wochen bewiesen, ob ihre Kongresse, sowohl von der CSV wie von der LASAP, dass das keine Kongresse waren, für eine Zukunftsperspektiven für das Land zu präsentieren, mit waren von just Parteikongresse für just mit ihrem Koalitionspartner aufzurechnen. CSV als über der LASAP hergefallen und der LASAP als über CSV hergefallen. Für ein paar Wochen habe ich an der Chambre bei einer Debatte gesagt, dass die Regierung hier das Regierung das Lützeburger Sprachwort Park verdreht sich, Park zerschlägt sich, dass das die tauscht, ob da passt. Liebe Freunde, am Gegensatz von heute habe ich keinen Applaus gekriegt. Aber der Luc Frieden und Marie-Georges Jacobs, die waren dermaßen abgebrüht, dass ich als Deputierte so etwas gibt an einer Chambre so. Und mein Kollege Jacques Henkels, den liefert mir so zu sehr im Internet und Ministère für den Affaires Kulturelles, mal noch gesicht. Und da fanden wir aber auch unter dem Ministère für den Affaires Kulturelles ein Sprachwort, was sagt, Park verdreht sich, Park zerschlägt sich, und dass wir am Prinzip verleiht oder Organisationen sich giffen zermaulen, zerklappen, und da sich am Gift an den Namen anzuführen. Das hat also formidabel gepasst, als steht sogar im Sitz von der Lützeburger Regierung. Wenn aber dann aber nicht überzeugt war, ich gebe mir spätestens nur die Parteikongresse von der CSV und von der LASAP, müssen sogar jeder an der CSV und an der LASAP davon überzeugt sind, dass das Sprachwort, ob das Regierung passt, wie gesagt, wie in einer Lützeburger Sprachwort sieht, wie die Faust ob da. Ein anderes Sujet sind Renten. Wir haben als ADR an der Rentepolitik Geschichte geschrieben. 1989 sind wir gegründet mit einer Forderung Rentegerechtigkeit. Der 1. Januar 1999 wird die Rentegerechtigkeit realisiert gehen. Und heute stellt sich eine neue Herausforderung an uns, nämlich die langfristige finanzielle Aufsicherung von unserem Pensionssystem. Aber wenn man so langfristige Aufsicherung schwätzt man sowohl vom privaten wie vom öffentlichen Sektor.
Wir haben eine Responsabilität vis-à-vis von unseren Kindern, unseren Enkelkindern, an einem Wort eine Responsabilität für vis-à-vis von den nächsten Generationen, haut eine Politik machen, die auch ihnen ein Recht gibt, auf eine eherbare Pension später hin Enkel zu kriegen. Wo liegt das Problem von unserem System? Es kann Ihnen im Prinzip so, am Umlageverfahren brauche ich für E-Pensionierten 3 Aktive für dem sich Pension zu bezahlen. Für statt ein Beispiel zu geben, wenn ich schaut 100 Pensionären habe, dann muss ich dann von 300 Aktive haben, den das bezahlen. Aber wenn die 300 Aktive mal an der Pension sind, dann brauche ich 900 Aktive für denen hier Pension zu bezahlen. Aber wenn die 900 10 Jahre oder 20 Jahre später ab Pension sind, dann brauche ich 2700 Aktive für denen hier Pension zu bezahlen. Das System da, die verlangt, dass man also muss eine starke Wirtschaftswachstum haben, wo man es dazu kondamnieren, alles so viele Tausende von neuen Arbeitsplätzen zu schaffen. Vor dem wir es also als Gesellschaft mussten allererster Stelle stellen, als was für Lützeburg wollen wir an 30, 50 oder 80 Jahren. Soll das ein Land sein mit 700.000 Einwohnern, 1 Million oder 1,5 Millionen Einwohner? Mit 300.000, 500.000 oder 700.000 Pendler, die in Alltag müssen in das Land schaffen kommen. Mit all seinen Konsequenzen auf die Lebensqualität, die Umwelt, die Infrastrukturen, die Integration und die soziale Kohäsion von unserer Gesellschaft. Wir sollen als ADR ganz klar, das wollen wir unsere Kinder und unsere Kindeskinder der kommenden Generationen nicht undien. Die ADR ist als Eichpartei hingegangen und hat Propositionen gemacht. Als Propositionen, die wir gemacht haben, war das Verteidigung muss abgehandelt gehen mit dem Rente. Klar. Wir wollen das Pensionsalter über 12 Jahre, all Jahres ein Monat heißen. Und wir wollen bis 2015 dummer den aufhängen über 12 Jahre, das heißt, dass wir 2027 am Anfang die Normalpensionsalteren um 1 Jahr geheischt hätten. Das Alter von 65 Jahren bleibt bei unserer Proposition bestehen. Wir hätten gerne die Alter von 55, 57 und 60 Jahren. Pension bleibt dann auf dem selben Niveau. Die zweite Proposition ist ein Ajustement, wo wir auch hingehen und sagen, komm, wir versichern, Ajustement nicht mehr alles beizugehen. Wo wir sagen, dass die kleinen Pensionen hier im Land müssen ihren Ajustement nach zu 100% kriegen, und recht, wenn es mir abgeht an den Pensionen, wird ein Ajustement leicht gekürzt. Wir haben also auch hier ein Propos gemacht, für über Jahre zu gucken, für als Pensionskäsen zu entlasten. Wir haben also ein Propos gemacht, die ihr seht, die eine als für die Aktiv und die andere als für die Pensionäre. Die Regierung hat ein Propos gemacht, wo sie am Anfang eine Idee aufgeschrieben hat. Nämlich, dass das Pensionsalter pro Jahr 1 Monat an Lot geht. Es kann den also so, es wäre gut, wenn er das gemacht hat, wenn er Quell hat. Da könnt ihr euch erinnern an die letzte Zeit, dass in Deutschland der Minister, den hat auch anscheinend aufgeschrieben, und er hat auch kein Quell an den wir müssten demissionieren. Heute in Lützeburg hat der Basti Bartolomeo auch die Idee davon als aufgeschrieben, und den Quell auch nicht. Ich muss ja sowieso, wir sind nicht so unglücklich schreiben, weil er nicht richtig aufgeschrieben. Wir haben nämlich auch gesagt, pro Jahr 1 Monat an Lot, wir haben bei 12 Monaten bei einem Jahr abgehalten. Und hier hat die Idee weiterentwickelt, hier haben nach 2 Jahren haben drin gehangen. Hier will also das Pensionsalter nicht 1 Jahr haben, hier will dann 3 Jahre haben. Und wir haben bei unserer Idee gesagt, Pensionen gehen nicht gekürzt. Und hier hat die Idee gesagt, Pensionen gehen bis zu 50% gekürzt. Wir haben also viel mehr ein proper und durchziehbar Idee gemacht. Aber wenn die Regierung clever gewesen wäre, sie hat ja an den letzten 20 Jahren müssen lehren. Von 1989 an, und egal was für eine Regierung da war, an der Rentefrau immer nicht mehr genau das gemacht, was an unseren Wahlprogrammen stand. Sind zwar an den Wahlen immer über uns hier gefallen, und alles, was geschieht ist, war das, was mir als ADR proposiert hat, vorgeschrieben hat. Also, sie hat das Kind lehren, und sie hat so hier und so gut ADR hat immer ein gut Propos gewesen, wir überholen den letzten Punkt den Index. ADR hat sich am Wahlprogramm
klar zum Indexsystem ausgeschwert. CSV und LAP sind permanent am Gange, den Index zu manipulieren. Auf weil Jean-Claude Juncker an der Frieden als Lützeburg so richtig mit dem Punkt durchkommen, gehen sie dann hin und sie versichern, auf europäischem Plan wer sich Unterstützung zu sichern. Und das geht dann unter, dass der Präsident von der Europäischen Zentralbank, den Herr Trichet, gesagt hat am Oktober, la fin de ce système s'impose. Mais du coup, wir haben mal ein paar Wochen drauf, am November, ein Brief vom Eurogroup für die Lohnkosten im Niveau von den Hauptkonkurrenten zu bringen, muss als Priorität das System vom automatischen Index suspendiert werden. Das ist ein Brief, den wir vom Eurogroup kriegen. Lo als den Zufall will, dass der Präsident vom Eurogroup Jean-Claude Juncker heißt. Der Jean-Claude Juncker als Präsident vom Eurogroup hat sich also einen Brief als Premier von Lützeburg geschrieben, wo er sagt, hey, ich als Eurogroup, wir sind der Meinung, du musst als Lützeburger Staatsminister den Index aufschreiben. Wir haben dann eine Question parlamentär gestellt, haben gefragt, ob der Lützeburger Premier Jean-Claude Juncker derselbe Meinung wie der Präsident vom Eurogroup Jean-Claude Juncker an der Frage vom Index. Und er hat kein Problem für uns zu antworten, nicht an den für den Staatsminister seine Meinung und dann für den Präsident vom Eurogroup seine Meinung. So einfach geht. Und da gehen sich die nächsten Schützenhölle sicher. Da könnte dann Angela Merkel an den Sarkozy, also die hatten zu Berlin und zu Paris, zu dem am Blick gut kein Sorgen. Du denkst, warum hat Nachtprobleme an der Welt, die unbedingt müssen gelöst gehen. Und du denkst, ob man mehr halen drauf, dass die Lützeburger Lummel den Index aufschaffen. Und dann, was soll da, du hat den Herr Juncker gesagt, mit das geht, aber nicht, dass den Herr Sarkozy hat man dann Merkel als einen Index verloren. Und du hast ihn nach Berlin gefahren. An den Tag drauf stond am Lützeburger Wort auf der ersten Seite groß, Lützeburg dervelo sein Index behalen. Dat heißt den Herr Juncker wird man dann Merkel frohen, der für mir als einen Index behalen, und du hast den noch harten, als schwere Verhandlungen gesagt, jo, dann dürft er. Die Damen und Herren, mir so, den Herr Juncker hat sollte bei Madame Merkel gehen, und zu der so, und das gibt es überhaupt nicht. Den Herr Juncker hat sollte zu der Madame Merkel so, wenn sie will, etwas mit, da soll sie an Europa helfen, Sozialmindestnormen abfeiern. Sie soll an Europa helfen, einen sozialen Mindestlohn abfeiern. Sie soll gucken, dass man in Europa auch einen Index kriegt. Wir wollen nicht, dass Madame Merkel heute zu Lützeburg den Index aufschafft und Hartz IV bei uns importiert. Die sollen sie diese Seite haben. Wir haben also ein Indexsystem besser. Wir stellen also nur ein systematisch Doppelspiel fest von Jean-Claude Juncker. Heiketen sich die sozialen Mäntelchen, aber wenn er nicht heil durchkommt zu Lützeburg für den Index aufzuschaffen, da geht sich systematisch Schützenhilfe ab Brüssel an Europa sicher, für die sollen Druck auf Lützeburg machen, für dass wir können den Index manipulieren. Da der aber liefern als bleibt die sozialste Partei zu Lützeburg. Wir müssen als Partei Furcht bekennen, wir müssen als Profil schärfen, wir müssen so, wo wir stehen, auch wenn nicht alle Menschen mit uns verstanden als wichtig ist, dass alle Menschen wissen, für was der antritt, an welche Richtung wir gehen wollen. Wenn wir uns vergleichen, den Kongress von Haut, wo wir eine ganze Reihe von nützlichen, abkloren Aussagen gemacht haben. Die größte Regierungspartei, CSV, die hat für 14 Tage auch einen Kongress. An den Tag drauf war am Lützeburger Wort eine große Abmachung schon erst daheim gemacht. Da wisst dass die Zeitung, die sich davorisch, dann nicht zweitavorisch verpflichtet wird, dafür kann ich da doch lesen, was da steht. Der CSV groß öffnen auf dem Nationalkongress von der CSV die Partei der klaren Linie. Und wird da doch drinnen dokumentiert. Da sieht der Jean-Claude Juncker, der nicht klare Linie angewiesen, so steht denn da. Da sieht der Michel Wolter, der nicht die andere Linie angewiesen, die geht da hin. Und dann sieht der Lucia Thiel, der weiß da hin. Und der Marc Spautz, der weiß da hin. Die Damen und Herren, die Damen und Herren, das ist die Linie von der CSV, das ist die Linie von dieser Regierung. Wir haben die Linie nicht. Wir fahren nicht durch, noch nach Hause. Wir fahren zusammen mit ihr Rieders. Merci.